Am 3. Schöpfungstag darf die Erde noch träumen. Es gibt keine Sonne, keinen Mond, nur ein sanftes Zwielicht, in dem wir eine wunderbare Natur erahnen. Und Gott sieht, dass es gut ist. Dieses stille Grau. Eigentlich. Oder vielleicht doch etwas mehr Farbe? Mehr Leben? Das Ergebnis ist bekanntlich schön bunt. Aber eben auch diese krakeelende, selbstverliebte, völlig aus dem Ruder laufende Menschheit, die mit Farben, deren Wesen und Wahrnehmung immer etwas überfordert ist. Besonders mit Grau, das selbst den Philosophen Wittgenstein ratlos fragen lässt, was es denn zu einer neutralen Farbe macht. Ist es etwas Physiologisches oder etwas Logisches? Vor allem ist es ein einziger Widerspruch, diese vermeintliche Nichtfarbe, der pauschal Neutralität unterstellt wird. Denn für die meisten Menschen beschreibt Grau doch eher etwas tendenziell Unfrohes. Irgendwas zwischen Schmuddelwetter und Friedrich Merz. Also etwas sehr Deutsches. Worin man sich aber ganz gut eingerichtet hat. Wann haben Sie dieses Sofa denn zum letzten Mal beziehen lassen? Ja, so 23 Jahre dürfte es wohl her sein. 19. Genau 19. Na, das wäre doch schon eine Möglichkeit. Ein frisches Gelb, ein Apfelgrün. Wir waren mit Grau eigentlich sehr zufrieden. Frau Melzer. Zufrieden. Ich habe hier eine Graukollektion von einer belgischen Firma. Herr Winkelmann. Ich weiß schon. Da haben Sie 28 Grautöne in jeder Qualität. Da werden Sie bestimmt zufrieden sein. Mausgrau, Staubgrau, Aschgrau. Das Loriot-Zitat, ein frisches Steingrau, verwenden die Deutschen bis heute, wenn sie ihren vermeintlichen Hang zum bieder-konservativen ironisieren wollen. Dabei geben höchstens 7% Grau als Lieblingsfarbe an. Was man mit Blick auf die Straße bezweifeln darf. Jeder 3. Neuwagen ist Grau oder Silber. Die enge Beziehung zwischen Auto- und Modewelt könnte ein Grund sein, warum Grau auch auf den Fashion Weeks boomt. Als hätten sich Industrie und Konsumenten darauf geeinigt, die Farbe nicht länger als unscheinbar und niederschmetternd zu definieren, sondern eher so wie Stylebook, das Magazin für Beauty, Fashion und Wellbeing, seine Leserinnen über den Trend aufklärt. Im Prinzip ist Grau wie Schwarz, nur leichter. Und natürlich dynamischer. In einem leicht ausufernden Buch über das Grau zitiert der Philosoph Peter Sloterdijk aus Verkaufsgesprächen zu den Produkten eines schwäbischen Automobilherstellers. Grau sei jetzt die Farbe der Wahl bei Early Adoptern, Entscheidern und mutigen Alleswollern. Jener Hersteller hat jüngst seine Turbomodelle aufgepeppt. Mit einem neuen Grauton namens Turbonit. Der schmückt aber nicht das ganze Fahrzeug, sondern lediglich ein paar Bauteile und Revolution, das ikonische Wappen. Gold, früher mal Inbegriff von Reichtum und Erfolg, ist out. Oder in Sloterdijks Worten: Wer sich selbst ganz vorne wähnt, wählt Grau. Stimmt auch nur bedingt. Abgesehen vom Adler im Bundestag oder der eher traurigen Geschichte einer nie wirklich erfolgreichen Seniorenpartei, Grau verweigert sich der politischen Vereinnahmung weitgehend. Auch wenn das schrille Gelb-Pink-Blau der FDP gerade zu verglimmen droht, schwer vorstellbar, dass die Partei nach dem nächsten Relaunch in Turbonitgrau aufersteht. Selbst wenn der Chef Porsche fährt. Und während uns momentan an jeder Straßenecke eine andere Farbe ihr Wähl mich entgegenschreit und Bedeutung suggeriert, wächst die Sehnsucht nach einem stillen, neutralen Grau. Vielleicht so ein Grau, wie es Gerhard Richter mal auf seinen Leinwänden verteilt hat. Damals für ihn die einzig mögliche Entsprechung zu Indifferenz, Aussageverweigerung, Meinungslosigkeit, Gestaltlosigkeit. Aber auf Dauer ist das ja irgendwie auch keine Haltung. Wie soll man dieser Welt also begegnen? Diesem Zustand zwischen Paradies und Hölle, den die meisten Menschen versuchen, mit frischem Gelb und Apfelgrün zu übertünchen, weil sie die graue Grundierung nicht ertragen. Man muss wohl lernen, die Gegenwart so zu umarmen, wie das einst Theodor Storm in seinem Gedicht über die graue Stadt gelungen ist. Der Nebel drückt die Dächer schwer
und durch die Stille braust das Meer. Trister und drückender geht's kaum. Und trotzdem liebt er sie. Grau. Das ist eben auch die Farbe des Kompromisses, der Vermittlung zwischen Extremen. Etwas, das alle Farben in sich birgt. Und laut seiner Bedeutung im Althochdeutschen manchmal sogar schimmert und strahlt. Also das, was die Welt gerade so dringend braucht. Ludwig Wittgenstein behauptet zwar, es gebe kein leuchtendes Grau, aber genau das ist die Herausforderung unserer Zeit. Man muss dran arbeiten.